Und dann begann eben eine neue Epoche. Was sollte ich bei Politik und Zeitgeschehen machen, außer Kultur? Kultur. Und deine erste Begegnung mit der dann legendär gewordenen Gruppe 47 war als Reporter, oder? Natürlich, das war als Reporter natürlich. beim SDR. Das heißt, du bist da gar nicht als Schriftsteller ursprünglich aufgetreten, sondern als, sagen wir, Zaungast mit Mikrofon. Ja, also nicht als Zaungast, sondern wenn man damals außerhalb des Senders eine Reportage machte, fuhr man mit einem Übertragungswagen hin und da im Übertragungswagen gab es 2 Maschinen und mit einem Mikrofon, mit Leitung, wo auch immerhin, ob das ein 500 Meter waren oder 20 Meter, erst dann konnte man aufnehmen. Und im Welsheimer Wald hatte die Gruppe 47 Tagung und das war natürlich mein Sujet. Dann bin ich also dahin und saß neben beim Toningenieur und dann kam Hans-Werner Richter herunter und hat gesagt, wie läuft das? Ich sage, ja, ganz gut. Und dann später hat er, das haben mir dann die Leute 20 Jahre später erzählt, er hätte gesagt, dann hat er einen Satz, habe er gesagt, dass ich gesagt hätte, und das ist nicht wahr. Sowas wäre mir niemals über die Lippen gekommen. Ich hätte, also da habe ich ja diese Lesungen aufgenommen, abgehört. Und wie finden Sie das? Dann hätte ich gesagt, das kann ich besser. Glaubst du, dass ich das gesagt hätte? Ja. Der hat gehört, dass du es gedacht hast. Ich glaube vielleicht sogar, dass du es nicht gesagt hast, aber du hast gedacht. Und vielleicht konnte Richter lesen, was du gedacht hast. Du überschätzt Richter. Ich weiß nicht, warum er das gesagt hat. Da hat er noch nämlich wie es wirklich weiterging. Ich habe zu ihm gesagt, und so ist es ja auch passiert. Ich habe gesagt, ich würde das gerne mal vom Saal aus miterleben, die Lesung. Dann hat er gesagt, Sie können jederzeit oben in die letzte Reihe. Gut, ich also durfte oben in die letzte Reihe. Und dann haben 2 Autoren gelesen. Franz Josef Schneider, der in der Werbung sein Geld verdiente. Und es waren übrigens, das muss man wissen, damals herrschte Hemingway überall, wo Literatur im Gange war. Und da jeder wollte mindestens ein kleiner Hemingway sein. Und da hat also auch mein von mir sehr geschätzter, später auch liebgewonnener Franz Josef Schneider hat eine Geschichte gelesen, Liebe in Großwardein. Ein Lanzer mit einer Einheimischen macht das und dann kommen die Feinde und so, und dann muss er gehen. Aber der Zweite, der las, und da kann ich mich jetzt nicht anders, das muss das Siegfried Lenz gewesen sein, das war auch vom Krieg. Und das spielte in einem Schloss und da war ein Ball von Offizieren und da gingen sie die Treppe, eine Wendeltreppe hinauf und oben in einem Saal wurde getanzt und das sehe ich noch heute in dieser Prosa, eine Männerhand auf einer nackten Frauenschulter und sie wiegen und wägen sich, also so. Dann war Diskussion, dann habe ich mich gemeldet, weil ich nicht wusste, was man darf und was man nicht darf. Das gehörte zu dem, was man nicht gedurft hätte, vermute ich. Denn die Kerle der Gruppe 47 und die Kritiker haben den Franz Josef Schneider-Text sehr gelobt und den anderen ästhetisch erledigt. Dann habe ich mich gemeldet und habe gesagt, ich fand beide nicht gut. Und dann hat der Hans-Werner Richter mich sofort unterbrochen und gesagt, ja, Gäste diskutieren nicht mit. So ist es in Wirklichkeit verlaufen. Ne? Und wie lange dauerte es dann, bis du mitreden, nämlich nicht nur reden, sondern lesen durftest? Du hast 53 oder wann hast du das erste Mal gelesen? Das kam, weil ich in Tübingen auch Walter Jens kennengelernt habe. Und der war ja immer ein Lieferant von allen möglichen Gerüchten. Und also hat er auch mich als Gerücht dort abgeliefert. Hast du das als einen wichtigen Punkt in deinem Leben wahrgenommen? Oder war dir das, das mache ich jetzt auch mal? Oder war dir klar, das ist ein wichtiger Punkt, dass ich da jetzt lesen darf? Nein, Entschuldigung, du musst denken, ich habe ja ununterbrochen, also ab wann? Also in die Gedichtzeit hinein habe ich immer wieder Prosa versucht. Ja, aber doch nicht vor anderen vorgelesen, oder? Nein, natürlich nicht. Ja, eben, das ist doch aber ein großer dann Schritt. habe ich
so eine Art, doch, ich konnte dann, wenn der erste Satz da war, lief die Geschichte bis zum Schluss. Und da hatte ich dann, aber jetzt noch davor, vor dieser Zeit, da hatte ich eine schwierige Prosa. Da durfte ich über Jens Vermittlung in Mainz bei der Gruppe 47 lesen. Und in Mainz, ich glaube in irgendeinem Schloss, auf jeden Fall, als die Lesung fertig war, da habe ich etwas gelesen, das hieß Das Gerät. Und das war überhaupt kein bisschen Hemingway, sondern das äußerste Gegenteil. Ein irgendwie von Kafka gestreifter. Auf jeden Fall ist da ein Mann, und da habe ich an meinen Vater gedacht, der verwandelt sich allmählich in seine Zimmertapete. Und das las ich davor. Und null. Aber wenn ich muss sagen, 2 Leute haben mich verteidigt, alle anderen haben mich verrissen. Wolfgang Hildesheimer kam direkt aus der Emigration von London oder England und, also wenn mich nicht alles täuscht, hat auch die Bachmann schon einen. Auf jeden Fall, Hildesheimer wollte mich vor dem Totalverriss retten. Gut, das war vorbei. Wir gehen diese... War das deine erste Lesung vor Publikum? Also ja, natürlich. Die Hölle, oder? Nein. Du sitzt da? Nein, ich fand das toll, dass ich das... Aber sonst hätte ich es nicht gemacht. Ich war mir nicht bewusst, in welche Gefahren ich mich da begebe. Aber ich bin dann war es fertig. Dann ging man diese Schlosstreppen hinunter. Dann wurde ich eingeholt von jemand, der stellte sich kurz vor, Ledig Rowohlt, mein Name. So, ja, wusste nicht so genau. Sagt er, sind Sie mit Robert Walser verwandt? Ich sage, nein. Sagt er, schade, sonst hätte ich Sie nach Hamburg eingeladen. Ja. Das war der Verleger natürlich, ja. Also gut, das war weg, das lief nicht. Aber dann, 55 lief es, ja, oder? Moment, das war 53. 53 war und das, ja. 54 wurde ich wieder eingeladen. Capo Circeo in Italien, da ganz schön, wunderbar. Und da habe ich schon richtige Geschichten gehabt. Und da habe ich eine Geschichte gelesen, die hieß Templones Ende. Und da wurde doch dann immer abgestimmt, wer kriegt den Preis. Ich kriegte 19 Stimmen und ein Autor aus Holland, Adrian Morien, den ich da auch kennengelernt hatte, der, wenn ich mir schmeicheln will, sogar mir gleich oder ich ihm gleich sah, der kriegte 20 Stimmen und der kriegte den Preis. Und da war ich glücklich, weil ich liebte den sofort. Der ist dann auch sofort mit mir nach Rom und dann an den Bodensee und ist lebenslänglich immer wieder zu mir gekommen. Und es hätte nichts Schöneres geben können, als dass der den Preis bekommt. Nicht? Also es war 54. 55 Tagungen in Berlin. Ich lese wieder und kriege den Preis. Und da, das kann ich nun wirklich sagen, da hatte ich genug von dieser Gruppe, weil ich gemerkt habe, was für ein verabredungssüchtiger Verein das war. Ich will's gar. Ich habe dann, ich konnte es mir dann leisten, glaube ich schon, einen Artikel in der Zeit zu schreiben. Dann habe ich geschrieben, Überschrift Sozialisieren wie die Gruppe 47, weil ich das Geklüngel, obwohl der Hans-Werner Richter mochte mich zuerst ja ganz gern, aber mir war das alles, es ist vielleicht von mir falsch, ich fand, es ist alles manipuliert oder ein bisschen manipuliert. Gut, ich habe ja auf jeden Fall gewusst, hier lese ich nicht mehr vor. Du warst nach 55 nie mehr bei der Gruppe. Warst du noch bei Tagungen dabei? Ja, klar. Ja. Aber du hast nicht mehr gelesen. Nein. Aber es war ja gewissermaßen, das war doch quasi das Entree, oder wie man es nennen soll, dass dann der Peter Suhrkamp gesagt hat, ich mache ein Erzählband von Ihnen, junger Mann. Da hatte ich aber schon, vorher hatte sich schon ein ganz toller Lektor von Luchterhand, der war wunderbar, Gott, den Namen schaffe ich nicht mehr. Der wohnte in Berlin-Bernau, wenn es das gibt.
Das wäre im Ostberlin gewesen. Nein, dann nicht. Bernau müsste, glaube ich, Ostberlin sein. Also gut, auf jeden Fall. Der war auch bei der Tagung und der ist sehr schnell zu mir gekommen. Dann bin ich in Kontakt geblieben. Jawohl, wir machen ein Band Geschichten bei Luchterhand. Und dann kam der Brief von Suhrkamp, nachdem ich schon fest zugesagt hatte bei Luchterhand. Und der Suhrkamp war eben ein souveräner Verführer. Ne? Da habe ich die erste Scheußlichkeit, ist vielleicht nicht die erste, aber auch eine Scheußlichkeit begangen. Ich habe zu dem liebenswürdigen, tollen Lektor geschrieben, adieu, adieu, adieu. Es tut mir leid, ich musste... Der erste Verlagsverrat, bevor du überhaupt gedruckt wurdest. Ja. Chapeau. Ja, ich meine, das glaubst du, das hat mir wehgetan. Ich habe den dann später in Amerika, das hatte ich noch wurde mir mitgeteilt, als ich in Berkeley war. Ich bin ja dann 10 Jahre lang immer wieder mal als Gastprofessor, da habe ich das Geld verdient. Und da war ich in Berkeley und dann kriegte ich mit, dass der in Stanford University ist. Kontakt. Und dann habe ich in Stanford gelesen, dann wusste ich, muss unbedingt den besuchen. Und dann, das glaubst du nicht, das ist Roman. Dann finde ich den auf dem Universitätsgelände oder daneben in einer Baracke mit nicht festem Boden, also mit Lehm oder? Lehm, so, und überhaupt unter pennerhaften Umständen. Und er machte auch den Eindruck, er war schon noch diese leuchtend schöne Geistgestalt, als die ich ihn einmal umarmt hatte. Oh Gott, war das schrecklich. Ich glaube, er ist gar nicht zu meiner Lesung in Stanford gekommen. Also der war verloren. Ich hätte ihn mitnehmen müssen im Gepäck und sagen, gut, als Kammerdiener. Aber dass man so untergehen kann, siehst du, wenn man das ein paar Mal erlebt, das war schlimmer als ein Tod, wie der da in dem Stanford-Gelände, wo alles toll war. Die Lesung wunderbar, da gab es Leute aus Skandinavien und da. Eben, es gibt nichts Schöneres als amerikanische Universitäten, weil das ist keine Spur von Wirklichkeit. Das sind Paradiesrelikte, die hat es auf jeden Fall gegeben. Ja gut, dann habe ich also... Aber es war sicher, sozusagen böse gesagt, hattest du den richtigen Riecher? Es war wahrscheinlich eine gute Entscheidung, dass du zu Suhrkamp bist und nicht zu Luchterhand. Wenn du das Entscheidung nennst, dann lasse ich das gelten. Ich meine, der Brief von Peter Suhrkamp. Also du warst ein Verführter und keiner, der entschieden hat, würdest du sagen. Ja, das möchte ich sagen. Den musste ich. Ja, ich konnte das nicht. Schau. Weißt du was? Ich erinnere mich noch an das Hauptargument. Und damit konnte man mich wirklich kriegen. Das hat der Verführer nicht gewusst, aber richtig gemacht. Da stand drin, ich weiß, dass Sie jetzt in einer sehr guten Beziehung zu dem von Luchterhand sind, aber der ist angestellt bei Luchterhand. Der kann von heute auf morgen gehen und dann sind Sie wo, bitte? Ich als Verleger biete mich an, Ihr Verleger zu werden. Jetzt? Ja. Gut. Das ist ein Unterschied, oder? Ja. Und jetzt kommt noch etwas dazu. Von Kind an habe ich die wirtschaftliche Unsicherheit erlebt zu Hause. Der andauernde, drohende Bankrott, weil der Vater kein Geschäftsmann war, sondern krank und Theosophie. Und die Mutter gerackert hat und das andauernd gerettet hat und ich ja auch mitgearbeitet habe mit Einkommensteuer, Gewerbesteuer. Also ich wusste, was wirtschaftliche Unsicherheit ist. Und deswegen, jetzt rede ich mich raus, aber
aber das muss mir die Scheußlichkeit ermöglicht haben, dass ich da... Weil war das dann auch die Zeit, da hast du dann doch auch aufgehört beim SDR, oder? Das war dann die Entscheidung, ich versuche es jetzt als dann eben doch Schriftsteller zu leben, oder? So weit sind wir noch So weit sind wir noch nicht? Nein, weil... Ich dachte, das wäre Mitte der 50er gewesen, dass du da aufgehört hast und dann gesagt hättest, Du musst denken, davor war noch... Ich war ja immer noch ein Rundfunkmitarbeiter für Kultur. Ich habe es zum Beispiel, ich konnte schon Leute einladen lassen. Ich konnte schon dem, der das machen musste, sagen, bitte laden Sie Arno Schmidt ein. In den Rundfunk zum SDR. In den Rundfunk, zu einem Gespräch mit mir. Müsst ihr mal vorstellen, ich konnte Arno Schmidt einladen. Denn unter den Gegenwartsautoren war der Einzige, der mich fasziniert hat. Und der mit der Gruppe 47 nichts zu tun haben wollte, oder? Gar nichts wollte der zu tun haben mit denen. Dann habe ich den einladen lassen. Weißt du, der hat ja auch Sachen gemacht, die ihn fassbar, ja geradezu angreifbar gemacht haben. Er wollte auch über das Schreiben, über sein eigenes Schreiben theoretisch Bescheid wissen. Dann hat er etwas gemacht, das hieß entweder dieses Berechnung 1, römisch 1, Berechnung 2, also da hat er einen Verschnitt abendländischer Ästhetiken zu sich hingeführt. Der war lächerlich. Aber er war ein toller Autor. Er hatte damals geschrieben, die Umsiedler, ein göttliches Werk. Also den musste ich, wenn ich das konnte, musste ich den nach Stuttgart bringen. Der wurde eingeladen, der kam, wir haben im Radio ein Gespräch gemacht, dann irgendwie, gut, und da wohnte ich schon in der Reitzensteinstraße Nummer 21. Reitzensteinstraße Nummer 21 hört sich anders an, als es ist. Es hat nichts mit der Villa Reitzenstein zu tun, sondern das ist eine ehemalige, bis 1918 eine Bordellstraße gewesen. Und da wohnten jetzt Arbeiter, die selber, das war auch zusammengebombt. Und wer sich selber aufbauen konnte, hat es lieber. Mainz wurde aufgebaut von einem Herrn Frey mit Frau Frey. Frau Frey ging zum Putzen ins sowieso Präsidium und er war Metallarbeiter. Und man hatte 3 Stufen zur Haustür, machte die Haustür auf, dann langte man schon an unsere Wohnungstür auf und jetzt war man bei uns. Und da waren 1,5 Zimmer und Wanzen. Das erste Kind, Franziska, 52, lag im Wäschekorb und ich immer geschaut, dass die Wanzen nicht auf Franziska fallen. Und da kam Arno Schmidt mit seiner Frau und besuchte uns in der Reitzensteinstraße. Das konnte ich nicht verhindern. Ich weiß nicht, warum der Kerl dahin. Da marschierte er. Du glaubst nicht, wie klein das war. Dass wir hatten ja nur, also man nannte das eine Couch, die man nachts diese Schlafsofas, sowas, ja, zum Bett machen konnte. Und das war, weil ja das war also jetzt keine Couch, sondern das Bett. Dann ist er da an diesem engen Gang durchmarschiert. Da war Franziska im Wäschekorb und hinter ihm seine Frau sowieso. Und dann hat er das gemerkt, dass die jetzt wahrscheinlich auf das Kind schaut. Und dann hat er zurückgesagt, wir haben Katzen. Und da hat die nie mehr was von einem Kind gesagt. Gut, also schon.